Bike Biber, der Feuerteufel. Wer fährt so schnell durchs Doppeltrap? Wer wird vom Biken niemals satt? Wer hört schon von weitem, wenn's tönt? Fürs Biken ist Flamme und Feuer, mit Freunden in ein Abenteuer. Wer könnte das denn noch mehr sein? Es ist der Bike Biber. Bike Biber. Auf dem Bike ist zufrieden. Und kommt schon wieder. Das ganze Dorf ist heute auf dabei, denn wie alle Jahre findet auch heute wieder die Maroni-Lesete statt. Aus diesem Grund tummeln sich alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner um den altehrwürdigen Maroni-Baum, der mitten im Dorfplatz steht. Es ist die Zeit, wo sich die heißen Sommertage verabschieden und die Blätter an den Bäumen ihre Farbe wechseln. Es weht ein lauwarmer Wind durchs Dorf. Jung und alt sind vertieft in guten Gesprächen und es herrscht eine ausgelassene Stimmung. Ab und zu hört man ein Donnern und ein Klepfen. Schliesslich gehört es zu der Tradition der Maroni-Leseten, dass die Leute mit Knallteufel und Klöpfer Krach machen, um Kastanien beim Runterfallen zu unterstützen. Vor allem die Kinder freuen sich aufs Klöpfen, denn ihre Eltern schauen ganz genau an, dass nichts passiert. Dankeschön an unseren Kantonsrat. Und jetzt will ich gar nicht mehr zu viel Wort verlieren. Die Maroni-Lesete ist somit ganz offiziell eröffnet. Also, ich weiss nicht, ob ich mich traue. Tun ihr zuerst. Nimm deinen Mut zusammen, Wels. Die Erwachsenen schauen schon, dass nichts passiert. Aber der klopft sicher voll laut. Mike, rühr du deinen Klopfer zuerst. Also, kein Problem. Ich weiss, denk schon lange, wie es geht. Den Klopfer fest in die Hand nehmen. So, und jetzt mit viel Schwung auf den Boden rühren. Jetzt ich! Komm, Franzi, wir rühren uns gleichzeitig. Okay, bereit? 1, 2, 3. Das ist der Lüge. Das ist so cool! Die 5 haben einen riesigen Plausch mit ihren Klöpfern. Sie lassen einen nach dem anderen platzen und freuen sich ab jedem Knall noch ein bisschen mehr. Vor allem der Mike kommt kaum genug über vom Klöpfen und Tätschen. Und alle Eltern beobachten das Spiel ganz genau, denn sie wissen, was alles passieren könnte, wenn man nicht aufpasst mit dem Feuer. Puh, das war jetzt, glaub ich, der letzte. Ich habe keinen Klöpfer mehr übrig. Ja, schade. Das hat richtig Spass gemacht. Aber ich sollte langsam heimzu. Ja, ich auch. Ich habe nur noch 2 übrig, aber die spare ich mir auf. Wirklich? Willst du denn nicht auch noch tätschen? Wir gehen jetzt sowieso heim. Gönnt ihr nur. Ich schaue noch ein bisschen zu, wie die anderen Leute Feuerwerk zünden. Okay, Mike. Wir sehen uns morgen wieder. Beim Franzi daheim. Ah ja, morgen ist ja noch dein Geburtstagsfest, Franzi. Ich freue mich jetzt schon auf den Kuchen. Ja, das wird super. Ich habe alle Girlanden selber gebastelt. So, jetzt muss ich los. Tschüss. Tschüss zusammen. Das Klopfen ist einfach das Beste. Aber jetzt muss ich ein bisschen sparen. Ich habe nur noch 2. So. Und an dem sagt ihr Leute Feuerwerk.
So Klöpferli habe ich als Baby schon gezündet. Dem sag ich Feuerwerk. Das sind echte tasmanische Feuerteufel. Die Rakete hat mir ein halbes Vermögen gekostet. Also, ich stelle jetzt gerade eine hier in die Flaschen rein. Und... Die klopfen Urdeli. Also, jetzt zünde ich gerade einen Hampfle voll. Aufgepasst! So, alle zusammen startbereit. Und... Der Hauser weiss halt, wie es läuft. Wieder, Hauser. Hei. Also züseln kann der Töff eben schon. Jetzt rühre ich auch noch einen. Ist irgendwie nicht mehr so speziell nach diesen Mega-Knaller vom Töff. Aber einen habe ich ja noch. Was liegt denn dort am Boden, der so leuchtig gelb aussieht? Das ist ja einer vom Töff seiner tasmanischen Feuerteufel. Der ist ihm sicher aus der Tasche gefallen, wo er 3 aufs Mal gezündet hat. Der wird jetzt aufgespart. Den muss ich perfekt abschießen. Der Dorfplatz leert sich nach und nach und so geht das Eröffnungsfest der Maroni-Lesenden zu Ende. Die Böller verstummen und die Leute gehen heim zu Nacht essen. Es wird dunkel und leislich um einen Kastanienbaum. Nur noch eine kleinere Gestalt bewegt sich durch den Dorfplatz und will noch nicht heim. Es ist der Mike. Er hat noch nicht genug bekommen vom Zäuseln. Aber auch er ist langsam ausgeschossen und rührt seinen letzten Knaller. Wow, der hat aber richtig laut getatscht. Schade, ist es schon mein letzter gewesen. Ich könnte, glaub noch stundenlang weiterklopfen. Aber ich sollte eigentlich schon lange daheim sein. Der Papi wartet sicher schon. Moment mal. Ich habe doch vorher so eine Rakete gefunden, die am Töffhauser am Boden gefallen ist. Ah, da ist sie. In meiner Jackentasche. Also, die muss ich jetzt schon noch anzünden. Obwohl, das ist ja eine richtige Rakete. Das ist ganz etwas anderes als meine Knallteufel. Um die abzulassen, bräuchte ich eigentlich eine Glasflasche. Und so eine habe ich nicht dabei. Ich glaube, ich gehe lieber heim. Ups! Jetzt habe ich beim Laufen durch gerade Flaschen umgerührt. Also wenn das einmal nicht Schicksal ist. Jetzt muss ich am Töff seinen tasmanischen Feuerteufel wohl gleich zünden. Also, wie geht jetzt das? Die Rakete kommt in die Flasche. Und zwar so, dass die Lunte noch gut rausschaut. Dann stelle ich die Flasche hier an. Nehme ein Zündhölzchen und zünde an. Und... Oh nein! Oh, das ist gar nicht gut. Ich muss... Wo ist mein Velo? Da!
Das hat gern nicht gut getönt. Ist doch die riesige Rakete direkt in uralte Kastanienbaum donnert und in der Baumkrone explodiert. Der Mike ist sichtlich erschrocken. Das hätte er nicht so wollen. Ob das ohne Folgen bleibt für den Mike? Er trettet so schnell wie es geht heim. Das Einzige, was er hoffen kann, ist, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Daheim angekommen, wartet schon sein Papi, der Flip, auf ihn. Das gutmütige Lächeln, das man sonst von ihm kennt, ist wie weggeblasen. Er steht in der warmen Stube und schaut seinen Sohn mit einem ernsten, besorgten Blick an. Der Mike kennt seinen Vater ganz genau und weiss, dass es nichts Gutes heissen kann. Hoi, Papi. Guten Abend, Mike. Wir müssen zusammen reden. Ja, also los, so geht's nicht. Ja, Papi. Und, Mike, willst du etwas dazu sagen? Du weisst ja ganz genau, was du angestellt hast. Ja, also, ich habe es nicht extra gemacht. Und es war eben so, dass ich eigentlich... 5:30 haben wir gesagt. 5:30. Und jetzt hast du mal auf die Uhr geschaut. Es ist im Fall schon fast 7. Ich muss mich auf dich verlassen. Es geht hier um Vertrauen. Ah, ja, 5:30. Du hast recht, Papi. Ich habe die Zeit ganz vergessen beim Fest. Und irgendwann war es plötzlich so spät. Es tut mir leid, Paps. Ja gut, es ist ja jetzt nichts Schlimmeres passiert, oder? Aber mir würde es auch so viel bedeuten, wenn ich mich darauf verlassen kann, wenn wir zwei zusammen etwas machen. Ja, du hast ja recht. Das nächste Mal bin ich rechtzeitig. Ich gehe jetzt mal in mein Zimmer. Ich bin schon recht müde. Ja, von mir aus. Ist gut. Aber du weisst, du kannst mit deinem Papa im Fall immer reden, wenn etwas ist. Ja, Papi. Oh, ich habe, glaube ich, einen riesen Mist gebaut. Dass ich zu spät gekommen bin, ist das eine. Aber was wäre, wenn der Papi wüsste, dass ich noch so lange gezäuselt habe und dass eine Rakete wegen mir auf einen Kastanienbaum los ist? Hoffentlich ist nichts passiert. Ich glaube, ich mache mich jetzt einmal bettfertig. Morgen ist auch wieder ein Tag. Cranberries sind auch so gut. Süß und saftig. Kannst du mir auch die Mandelmilch übergeben, ist so gut. Ja, da. Ich nehme noch ein Brötchen. Hey, und Mike, wegen gestern. Gell, du weisst ja, ich bin nicht gern streng zu dir. Aber das, was ich gestern gesagt habe, es ist mir einfach wichtig, dass du mich verstehen kannst. Sonst mache ich mir Sorgen. Ja, stimmt, Papi. Ich versuche es nächstes Mal besser zu machen. Also gut, komm, dann lassen wir das Thema jetzt ruhen. Es ist ja zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Nichts Schlimmeres passiert, genau. Oh Mike, und jetzt kommt mir gerade noch wieder in den Sinn. Ich habe gestern im Fall zur Feier vom Tag einen neuen Song geschrieben. Der Maroni-Knaller-Song. Willst du ihn heute hören? Okay. Weh, wenn die Blätter fallen und die Maroni auch, dann stehe ich unter einem Maroni-Baum. Es klebt und tätscht überall und gehört. In meinem Herzen brennt das Maroni-Feuer. Weh, oh yeah,
in der Babylon, in der Hey, Papi, mir ist gerade in den Sinn gekommen. Ich habe um 9:30 mit dem Bike abgemacht, um Velo fahren. Ich habe dir ja versprochen, ab jetzt pünktlicher zu sein. Ja, gut so, Mike, mal. Also, dann singt ihr doch den Rest vom Song einfach ein anderes Mal vor. Ja, ist gut, Papi. Tschüss. Also sonst höre ich immer gerne zu, wenn mein Papi wieder ein neues Lied erfunden hat. Aber dass er heute ausgerechnet über den Maronibaum und Feuer hat müssen singen. Ich habe richtig Bauchweh bekommen. Zum Glück habe ich mit den anderen auf dem Trail abgemacht. Das bringt mich immer auf andere Gedanken. Hoi, Mike! Hoi zusammen! Hallo, Mike! Ich bin mega froh, euch zu sehen. Wieso meinst du, Mike? Ja, einfach so. Wir sind ja Freunde. Ja, das stimmt, Mike. Also, düsen wir los. Moment, Mike. Meine Velokette ist vorausgefallen. Die muss ich zuerst wieder reinmachen, bevor ich weiterfahren kann. Also gut. Übrigens, habt ihr gestern auch die Sirene gehört? Hä? Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Was war denn los? Ich habe es nicht nur gehört, ich habe es auch gesehen. Von meinem Zimmer sieht man eben perfekt auf den Dorfplatz. Die Feuerwehr musste kommen. Was? Die Feuerwehr? Genau. Ich habe gerade mein Buch auf die Seite gelegt und bin ans Fenster schauen. Und? Hast du etwas gesehen? Der grosse Maronibaum am Dorfplatz hat voll gebrannt. Was? Der ganze Baum? Also nein, einfach auf einer Seite ein bisschen. Und die Feuerwehr hat sofort löschen, als sie auf den Platz gekommen sind. Oh nein, wie schade. Das war immer mein Lieblingsbaum. Das ist wirklich traurig. Dort haben die Mami und ich früher picknickt. Das war immer so schön. Ich weiss noch ganz genau, wo ich das erste Mal auf einen Baum geklettert bin. Von dort oben sieht man über den ganzen Dorfplatz. Ja, es gibt ja noch ganz viele andere schöne Bäume. Ja schon, aber das war nicht irgendein Baum, sondern der älteste und grösste im ganzen Dorf. So, ich habe es geschafft. Wir können losfahren. Prima, los geht's. Oh, mir ist gerade etwas Wichtiges in den Sinn gekommen. Ich muss noch etwas Wichtiges machen. Okay, aber gell, am Nachmittag ist dann noch meine Geburtstagsparty. Nicht vergessen. Ja, ich weiss, aber ich muss jetzt gehen. Das war eine sehr knappe Verabschiedung von Mike. Und das, obwohl sie ja eigentlich zusammen biken. Die anderen 4 schauen ihm noch etwas verdutzt nach, zucken mit den Schultern und fahren dann wie geplant auf dem Trail weiter. Am Mike sieht man von weitem an, dass er sich nicht gerade wohlfühlt in seiner Haut. Er fährt etwas planlos durchs Dorf auf der Suche nach Ablenkung. Und dabei merkt er gar nicht, dass er eben gerade dort herfährt, wo gestern alles passiert ist. Direkt auf dem Dorfplatz beim grossen Kastanienbaum. Nur sieht es dort plötzlich ganz anders aus. Der Baum ist nämlich mit einem gelben Band abgesperrt und rundum stehen die Bewohner vom Dorf, die ernste Gesichter machen, miteinander diskutierend und auf den Baum zeigend. Mittendrin steht ein Mann, den der Mike sofort erkennt. Der Geri, der Ornithologe. Hoi, Geri. Was ist denn hier los? Es ist wahrlich eine Katastrophe. Unsere wunderschöne Edelkastanie. Sie hat brennt. Oh, aber ist es schlimm? Schlimm ist ja gar kein Ausdruck für diese Tragödie. Der uralte Baum Castanea sativa, wie sein wissenschaftlicher Name ist, steht seit über 300 Jahren unerschütterlich und majestätisch mitten im Dorf.
Und er ist auch ein Zuhause für viele Tiere. Zum Beispiel weiss ich von einer Spatzenfamilie, die hier seit Jahren drinnen nistet. Ab und zu kann man auch beobachten, wie ein Eichhörnchen über die Äste flitzt. Und von diesen vielen Insekten wollte ich gar nicht erst anfangen. Aha. Kann man denn nicht einfach einen neuen Baum da pflanzen? Oh. Ach, Mike, du bringst mich einfach immer wieder zum Schmunzeln. Aber so einfach ist es leider nicht. Falls man den Baum nicht mehr retten kann, muss man ihn fällen. Und bis ein neuer Baum in dieser Grösse wächst, kann es Hunderte von Jahren dauern. Und bis dann müsste sich also die Spatzenfamilie ein neues Zuhause suchen. Oh, ja, das klingt wirklich schlimm. Hoffen wir das Beste. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Also, ich gang jetzt. Tschüss, Gary. Tschüss, Mike. Und pass auf dich auf. Das war jetzt gerade ein bisschen viel für Mike. Das schlechte Gewissen über das Feuer, das wegen ihm ausgebrochen ist, macht ihm richtig zu arbeiten. Er hat schon fast das Gefühl, überall reden sie nur noch vom Maroni-Baum. Er radelt nach dem Gespräch mit dem Gary direkt heim und liegt erst einmal ins Bett. Er muss sich erholen. Aber allzu lang kann er nicht pfusen. Am Nachmittag findet der Franzi Fuchs ihre Geburtstagsparty statt. Und das Geschenkli hat er ja auch noch für sie einpacken. Nach dem kurzen Mittagsschläfli macht sich der Mike auf den Weg zu der Franzi Fuchs. Dort angekommen sieht er auch schon eine Schar von Kindern am Spiele machen, tanzen und Kuchen essen. Frau Fuchs, es ist der feinste Rüeblikuchen, den ich je gegessen habe. Oh, das freut mich, dass ihr das gern habt. Es ist im Franzi ihr Lieblingskuchen. Darum mache ich ihn jedes Jahr zu ihrem Geburtstag. Gell, Füchsli? Ja, Mami. Sind ihr bereit für ein Spiel, Kinder? Ja! Klaro, welches spielen wir? Fangis! Nein, Mike, wir machen ein Quiz. Der am meisten weiss, gewinnt. Oh, super. Komm, Mike, das wird sicher lustig. Erste Frage. Wie viele Kontinente gibt es auf 7. der... Ein Punkt für dich, Franzi. Aber lass mich das nächste Mal zuerst die Frage fertig lesen. Zweite Frage. Welches ist das größte Säugetier? Blauwal! Ja, genau gleich schnell. Dann geben wir den Punkt am Bike. Yes! Welche Pflanzen wachsen unter Wasser und dienen als Nahrungsquelle für viele Fischarten? Algen! Bravourös, Wels. Ein Punkt für dich. Welche großen Nüsse haben eine stachelige Schale und fallen im Herbst von den Bäumen? Ich glaube, das sind Maroni. Absolut richtig, Mike. Bravo! Das erinnert mich gerade an das Unglück, das gestern Abend auf dem Dorfplatz passiert ist. Es ist einfach schrecklich. Unter dem Baum habe ich damals einen Franzi, ihren Papi, kennengelernt. Ich weiss es noch, als wäre es gestern gewesen. Ja, Frau Fuchs, es ist wirklich schambar schade um den alten Maroni-Baum. Weiss man eigentlich, warum er verbrennen? Nein, man weiss es noch nicht genau. Aber um das ganze Feuerwerk herum kann halt schnell etwas schief gehen. Mir wird ganz schlecht. Ich glaube, ich habe zu viel Kuchen gegessen. Ich gehe lieber heim. Ui, das tönt aber gar nicht gut, Mike. Soll ich dich nicht lieber geschwind heimbringen? Nein, danke, Frau Fuchs. Ich schaffe es schon selber heim. Tschüss zusammen und danke für die lässige Party, Franzi.
Armer Mike. Er geht heim und schliesst sich in seinem Zimmer ein. Er ist richtig verzweifelt und wünscht sich nichts sehnlicher, als auf andere Gedanken zu kommen. Er probiert es am Handy. Vielleicht findet er ja ein lustiges Video, das ihn aufmuntert. In luftiger Höhe, hoch oben zwischen saftigen grünen Blättern, nistet sich gerade ein neuer Bewohner im Baum ein. Der Kastanienbohrer. Okay, Leute, mit diesem Tipp knallt euer Feuerwerk so richtig doll. Das ist der MC Igor. Los mal zu. Meine Raps sind nice und du kannst nicht ohne. Und ich bin so stachelig, genau wie Maroni. Blödes Klick-Klack. Ich schalte besser mal den Fernseher ein. Im weiten Ozean kommunizieren Delfine durch eine faszinierende Vielfalt von Lauten. Von melodischen Pfeifen bis hin zu knackenden Klicklauten. Diese klaren Töne sind nicht nur melodisch, sondern dienen auch dazu, Endlich einmal etwas, das nichts mit Feuer oder Maroni zu tun hat. gemeinsame Jagdstrategien zu koordinieren. Zur gleichen Zeit verwandeln verheerende Waldbrände die majestätische Landschaft Sibiriens in ein loderndes Flammenmeer. Ein Tanz des Feuers entsteht, der den Himmel mit Rauch einfärbt. Egal, was ich schaue oder mache, überall nur Maroni und Feuer. Das gibt's doch nicht. Ich hasse. Ich glaube, ich höre jetzt einfach mal ein bisschen Musik im Radio. Endlich. Das sind die Burning Trees mit ihrem neuen Hit Firecracker. Es ist 5 Uhr und wir machen weiter mit den Kurznachrichten. Im Fall des brennenden Kastanienbaums gibt es neue Entwicklungen. Die Polizei hat heute am Nachmittag mitgeteilt, dass in der Baumkrone von der 350-jährigen Edelkastanie ein Feuerwerkskörper gefunden worden ist. Mir langt's! Ich muss an die frische Luft! Erste Befund zeigt auf, dass der gefährliche Sprengkörper Jetzt geht's mir schon viel besser. Es war eine gute Idee, ein bisschen mit dem Velo durchs Dorf zu cruisen. Weg vom Feuer oder Maroni-Bäumen. Ich habe das Gefühl, die verfolgen mich schon den ganzen Tag. Am Mike kommt so vor, als ging es überall nur noch um Feuer oder Maroni-Bäume. Er macht einmal eine grosse Runde zum Teich und versucht nicht mehr über einen Vorfall zu denken. Doch es hilft alles nichts. Der Maroni-Baum lässt ihn einfach nicht in Ruhe. Es nimmt ihn halt gleich Wunder, wie schlimm es mittlerweile um einen Baum steht. Und so entschließt er sich nochmal zurück zum Tatort zu gehen. Halt, stopp, junger Mann. Auf dich haben wir gerade gewartet. Mike Suter, oder? Polizist auf der Mauer. Ja, der Mike, das bin ich. Du bist gestern hier auf dem Dorfplatz noch bis um 6:30 am Klopfen gsi. Ist das korrekt? Ja. Habe ich's doch gedacht. In dem Fall habe ich noch eine Frage an dich. Kannst du mir sagen, wer gestern diese Feuerwerkskörper gezündet hat? Mein Team hat bereits herausgefunden, dass es sich hier um tasmanische Feuerteufel handelt.
die sind höchst illegal in unserem Land. Und? Ich habe schon ein bisschen so gezäuselt. Und der ist aus Versehen halt... Raus mit der Sprache. Der Döfhauser, er hat die Feuerteufel dabei gehabt. Jawohl, das habe ich mir schon gedacht. So. Typisch Döfhauser. Danke, Mike. Du bist uns sehr behilflich gewesen. Bitte sehr. Ihr gehört, alle Einsatzkräfte versammeln sich so schnell wie möglich beim TÜV-Lokal Hauser. Jawohl, verstanden. Oh nein, was habe ich nur angestellt? Der Döfhauser hat ja wirklich die Feuerteufel gehabt. Aber am Schluss bin ich ja der, der die Rakete auf den Baum geschossen hat. Ich muss sofort hinten rein und schauen, was mit dem Döf passiert. Hoffentlich nehmen sie ihn nicht fest wegen mir. Es gibt einfach nichts Besseres, als den ganzen Nachmittag an meinem Töff zu schrauben. So, er schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Jetzt noch da hinten ein bisschen polieren. Guten Abend, Herr Hauser. Wir würden Ihnen gern ein paar Fragen stellen. Oh, ja, guten Abend, Herr Polizist. Geniessen Sie auch den wunderschönen Sonnenuntergang? Währenddem sich der Polizist auf der Mauer und seine Mannschaft mit dem TÜV Hauser unterhalten, merken sie gar nicht, dass der Mike ihnen nachgefahren ist. Er stellt sein Velo ab und versteckt sich hinter einem Busch, ganz in der Nähe, wo er die ganze Szene beobachten kann. Aha, gut. Nächste Frage. Wo sind Sie gestern zwischen 18 und 19 Uhr gsi? Ich denke auf dem Dorfplatz, so wie alle anderen. Tradition. So. Und was haben Sie dort gemacht? Ja, denk, klopft und tätscht, dass es eine wahre Freude war. Haben Sie es etwa nicht gehört, Herr Polizist? Und hat sich's dabei etwa um die Rakete gehandelt? Ja, klar. Das sind, denk, meine tasmanischen Feuerteufel. Und Sie sind sich ganz sicher, dass Sie das Feuerwerk gezündet haben? Ja, schon sicher. Die tasmanischen Feuerteufel haben mich einen halben Monatslohn gekostet. Dann möchte ich sie, denke, auch zünden. In dem Fall nehme ich Sie jetzt fest. Sie stehen unter dem dringenden Tatverdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Artikel 222 im Strafgesetzbuch. Jetzt hat sich's ausgezäuselt, Herr Hauser. Sie kommen mit aufs Revier. Was? Und das alles nur wegen diesen paar Raketen? Das kann doch nicht sein! Der arme Töff. Und alles nur wegen mir. Das ist nicht recht so. Ich muss jetzt etwas machen. Sonst sperrt der Töff noch ein. Die alljährliche Maroni-Lesete neigt sich am Ende zu.
Alle Dorfbewohner treffen sich am Sonntagabend fürs Maroni-Baumschmücken und das trotz dem schlechten Wetter. Normalerweise verzieren Kinder den Baum mit allerlei selber gemachten Schmuckstücken und Dekorationen. Nur dieses Jahr geht das leider nicht. Trotzdem hält die Gemeindepräsidentin ihre Abschlussrede und alle Leute hören gespannt zu. Es ist wahrlich eine Tragödie, was mit unserer geliebten Edelkastanie passiert ist. Und so freut es mich noch viel mehr, liebe Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, so viele freundliche Gesichter hier auf dem Dorfplatz zu sehen. Und eine gute Nachricht habe ich noch für euch. Der Brandstifter ist heute Nachmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Ich weiss genau, wer es war. Das muss ja wieder der Hauser sein. Das ist ja immer der Hauser. Halt! Stopp! Ich bin's gsi. Ich habe die Raketen abgelassen und den Baum angezündet. Der Töpfhauser ist unschuldig. Ruhe bewahren, meine Damen und Herren. Ihr seht doch, dass der Mike schon ganz durch den Wind ist. In dem Fall nehmen wir dich jetzt mit, Mike. Wir fahren schnurstracks zu deinem Vater. Es wartet ein ernstes Gespräch auf dich, junger Mann. Ja, ist gut, Herr Polizist. Paul? Paul! Ja, Chef? Läut schon mal am Flip-Suter an, damit er weiss, dass wir kommen. Jawohl, Chef, ja. Wird gemacht. Der Mike kommt zusammen mit dem Polizist bei ihm daheim an. Er wirkt noch sehr aufgelöst und hat auch immer noch wässrige Augen. Gleichzeitig merkt man ihm aber an, dass ihm ein grosser Stein vom Herzen gefallen ist, jetzt wo er endlich die Wahrheit sagen konnte. In der Stube wartet schon der Flip auf die beiden. Er schaut ernst rein. Schliesslich hat ihm der Polizist schon angerufen und ihm erzählt, was passiert ist. Papi, ich... Komm mal daher, Mike. Der Mike ist ganz verwundert, wo ihn sein Vater in die Arme schliesst und ihn fest an sich drückt. Bist nicht verrückt auf mich? Doch, Mike, ich bin fuchstief aus Wild. So habe ich den nicht erzogen. Das weisst du ganz genau. Aber noch viel mehr tut es mir leid. Du hast die ganzen Sorgen mit dir allein herumgeschleppt. Hättest von Anfang an zu mir müssen kommen und mir von deinen Sorgen erzählen. Du weisst doch, dass ich immer für dich da bin, auch wenn du mal einen Kabis gemacht hast. Ja, Papi, du hast recht. Jetzt, wo ich es erzählen konnte, geht es mir auch schon viel besser. Ich fühle mich 100 Kilo leichter. Das mag sein, Mike. Nichtsdestotrotz hast du eine Straftat begangen. Das ist allerdings wahr. Da kannst du froh sein, bist du gäng noch ein Kind. Da ist das Gesetz noch viel lockerer. Das ist tatsächlich so. Ein Bub in deinem Alter sperrt man zum Glück nicht gerade ins Gefängnis. Aber auch du musst aus deinem Fehler lernen und eine Wiedergutmachung leisten. Und was heisst das jetzt genau für mich? Ja, da schon ein paar Ideen, Mike. Was das genau wird sein, weiss der Mike noch nicht. Aber es warten allerlei Aufgaben im Dorf, die er erledigen kann, um seinen Fehler wieder gut zu machen. Doch als allererstes geht er mit seinem Vater zum Töff-Hauser ins Töff-Lokal. Töff? Töff! Was? Was ist los? Ah, du bist es. Wegen dir bin ich schier ins Gefängnis gekommen. Ja, genau, Töff. Und darum ist der Mike heute auch hierher gekommen. Er wollte dir etwas Wichtiges sagen. Mike, komm, sag ihm sitzen. Also,
Es tut mir mega leid, Tüff. Ich wollte nicht, dass du so ein Problem überkommst wegen mir. Und dass du ins Gefängnis kommst, habe ich erst recht nicht wollen. Aber ich hatte einfach den Mut nicht gehabt, um die Wahrheit zu sagen. Ja, so. Ich habe früher ja auch viel Blödsinn gemacht. Und ja, darum. Schau da, ich habe dir eine Zeichnung gemacht. Ich habe mega lang dran gehabt. Das bin ja ich. Auf meiner Maschine. Das hänge ich sofort im Lokal auf. Da staunen die Jungs dann schön am Wochenende. Ich wollte mich ja eigentlich nicht bedanken, aber... Schon gut, Tüff. Das habe ich gern gemacht. Hoi Mike. Hallo. Sali, Mike. Hey, was macht denn ihr hier beim TÜV? Wirst du jetzt ein TÜV-Fahrer? Nein. Ich musste mich beim TÜV entschuldigen. Und ich habe jetzt auch keine Zeit zum Biken. Entschuldige, was hast du angestellt? Ach, das erzähle ich dir ein anderes Mal. Ich habe jetzt viel zu viel zu tun. Ich muss jetzt noch den ganzen Dorfplatz aufräumen. Ich habe es am Polizist auf der Mauer versprochen. Den ganzen Dorfplatz aufräumen? Am Polizist versprochen? Ui. Also Mike, wir können dir helfen beim Aufräumen, aber dafür erzählst du uns genau, was passiert ist. Okay? Ja, ist gut. Kommt. Ich erzähle es euch auf dem Weg. Tschüss zusammen und viel Erfolg beim Aufräumen. Tschüss, Papi. Und dann haben sie den TÜV wirklich schier eingesperrt? Ja, ich konnte es nicht mehr länger für mich behalten. Ich musste einfach etwas sagen. Gut gemacht, Mike. Wirklich, Mike? Wir sind stolz auf dich. Du hast das Richtige gemacht. Ja, bestimmt. Aber ich habe vor allem etwas Wichtiges gelernt. Jeder macht einmal Fehler. Egal ob extra oder nicht. Es ist besser, wenn man die Wahrheit gerade von Anfang an sagt, anstatt immer mit einem schlechten Gewissen herumzulaufen. Das macht einem das Leben schon viel leichter. Das ist jetzt schön gesagt, Mike. Und zum Glück habe ich so tolle Freunde, die mir immer helfen, auch wenn ich mal in der Patsche bin. Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt sieht der Dorfplatz schon viel aufgeräumter aus. Für das sind wir doch da.